Ich denke immer, wenn wir so Lieder hören, wie jetzt das nächste Mal kommt, dann erinnert man sich so ein bisschen zurück an die Kindheit. Und deshalb habe ich sie jetzt eingefangen, sie uns mit den Jahren. Für 2000 Jahre so gut gesungen, war schwer los bei den Jüden da Unge. Da trugen die Lücke in riesige Hede nach Bethlehem für ihr Zaun zu werden. Dann hat zu der Kaiser Augustus beschlossen, und wer halt gestorben war, der konnte noch los. Nun lebten in Nazareth eine kleine Familie in einem Hüschen, nicht groß, aber billig. Eine schöne Marie und der Zimmermanns Jupp. Die saßen des Mittags grad bei der Zupp, wie der Briefträger ob sie im Rat der Brief von Kaiser Justus brat. Was war der Jupp sickig, das sinn ich nicht in, muss das grad für die 4 Tage sein, da hätt man sie paar Tage frei, dann könnte so jetzt, so eine Sauerei. Dann trocken sie los, in der Mitte der Jupp, räset Marie, links et Pöttchen mit Supp. Das war wahrhaftig eine möselige Weg, sie kommen kaum voran, die Straße war schlecht. Et jauf noch kein Taxi, keine Bus und kein Kutsche, et Marie mod Esselchen rutschen, weil es sich einem Dreivierteljahr vom Helige Geist in Hoffnung war. Und der Jupp dat daneben mit dicken Hals, so waren sie bald der Mord und der Walz. Sie kommen nach Bethlehem, abends Nüm, et Marie kühn über Rücken. Die Geschäfte waren so,
man konnte nichts mehr kaufen und der Jupp hat sich eine Rolle verlaufen. In keinem Hotel war ein Zimmer zu kriegen, die Marie war am Knatschen. Wo sollen wir liegen? Was machen wir jetzt? Was sollen wir hin? Da sagt der Jupp, ich habe eine Idee. Drüsse vom Dorf, die wissen mit der Schafe, da steht noch ein Stall, da könnte man schlafen. Da ist zwar eine Ors drin, doch sollte man wahren, der wird sich wohl mit unserem Esel vertragen. So hatten sie endlich genüsslich einen Platz, doch kaum dass sie 2 Stündchen geratzt. Der Ors hat gerade in den Strüh gebissen, da wurde der Jupp aus dem Schlaf gerissen. Et Marie war am Prüme, Jupp, helf mir's Flück, ich glaube, ich kriege das Kindchen alt Hück. Eine halbe Stunde später, zwischen Essel und Rind, da kriegt das Marie das Jesu-Kind. Um Feld waren Hete, die kommen gerannt, jeder ein hatte ein Geschenk bei der Hand. Bloß Naturalie, kein hatte Währung und trotzdem war eine schöne Bescherung. Ein paar Tage später, gut noch ein Jahr, Einwohnermeldeamt war alles klar, sagt der Jupp für Marie, komm, pack der Klein, es wird langsam zick, wir müssen uns heben. Es ist zwar ganz schön hier bei der Hete, doch ewig stand die uns ja auch nicht bewegte, die Buchen der Stall, der Strüh und der Dünger, und unsere Essel wird auch nicht grad jünger. Gut, meinte Marie, ich bin auch dafür, da kloppet von draußen an der Tür. Sie luden sich an, der Jupp ging und mat ob. Marie, rat wer da ist, da küsste nicht druck. Die 3 Kühe aus dem Morgenland, die haben eine Büngel Zeug in der Hand. Ein Döckchen mit Weihrauch, Jod und Myrrhe. Nur sagt Marie, ist das nicht irre? Der Weihrauch, der kann ich zwar nicht ruchen, aber das Jod, das können wir bruchen. Und die Myrtestrüßchen nehmen wir auch, die schmissen mit dem Rosemont das Zug. Die sagen ihm noch wieder, das ist interessant, der Kleinen haben sie dann Jesus genannt. Der hat dann später ein Handwerk probiert, bei seinem Vater Zimmer regiert. Dann hätte noch gut 30 Jahre lang gedauert, bis er der Drang für Trümstroh verspurt. Er trug durch die Gegend mit seinen 12 Jünger, der hat Wundere wirke und sonst noch so Dinger. Und roch dabei Mutter, wie es kann man so, doch davon verzeihen mich ja andere. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Eben hat mir einer im Saal ein Kompliment gemacht, hat gesagt, ich soll in dem Frack verdammt Jubelus. Schön, freut mich. Erst einmal, dass ich den anziehen durfte, man hat mich fein gemacht für heute Abend. Dann hat er gesagt, du stehst vor so vielen fein gekleideten Leuten, welche Russe dann ihr auch kein Krawatte anhat. Da hättest du auch deutlich lassen, ganz gut. So, Minger Wunsch. Da hätte man nicht so überlegen gebrochen. Ist das so lange her? Vielleicht hätte ich mir wünsche, noch ein Kind zu sehen, noch ein Spieler zu können. So spielen zu können, wie man als Kinder gespielt hat. Und vergessen, was man schlecht geht in all den Jahren gesehen hat.
dann aber überlege ich mir, möchte mir auch all das Jode vergessen und all das, wofür es sich gelohnt hat zu leben. Und das möchte ich bestimmt nicht missen. Und je länger ich darüber nachdenke, wird mir eins klar, keine Droge zur Hand. Das kann nur eine Droge sein. Und vielleicht ist es mein größter Wunsch, einmal eine Droge verschenken zu können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich muss Sie jetzt mal, ihr könnt ruhig schon kommen, ich muss Sie jetzt mal was fragen. Dann ist jetzt an der Zeit, dass ich in meiner Wurzeldäche umrühre. Ich muss Sie jetzt mal was fragen. Können Sie sich, viele von Ihnen, die sind ja so mein Alter, ne? Ich darf übrigens einen Herrn hier begrüßen, der uns etwas unterstützt hat, Ulrich Henselek. Nochmals Dankeschön. So viele, die sind ja so in meinem Alter und älter, lieber Günther, du bist ein bisschen älter, nicht viel. Aber wenn wir uns mal so zurückerinnern an unsere Kindheit, ne? Und das war eigentlich Abend oder das war ein normaler Samstag, da war Baden angesagt, ne? Baden angesagt. Und wo denkt sich das abspielen? In der Küche. Ne? Was kommt noch in der Küche? Hat ja nicht jeder Dusch. Ne? Zinkbüt. Die Zinkbüt kommen. Und das Sensationelle ja bei diesen Zinkbüten war das ja, man badete ja nacheinander im selben Wasser. Ne? Da wurde schon mal was Heißes beigetan. Dann das Schwackjohann haben wir hier. Aber größtenteils, also ich kenne das aus meiner Familie. Sie kennen das auch, wa? Ja, sind der Diebes, ne? Ja, stark. Also ich kenne das aus meiner Familie, ich war der Jüngste, ne? Ich musste immer als Letzter, also ich durfte als Letzter. Obwohl, wir waren schon etwas neuzeitlich, wir hatten so einen Schöpflöffel, da konnte man das Probe schon mal runternehmen. Ne? Ja, so, und da gehörte ja auch etwas rein in das Wasser. Wer hätte das erste Fischchen da gerufen? Biggie, du bist jetzt selber schuld. Unsere Freundschaft hoffe ich, dass sie nicht gefährdet wird. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Baden mit Dresdner Fichtenadel-Tablette. Das ist dieselbe Firma, die macht auch, Moment, wir werden gerade fotografiert. So, das ist dieselbe Firma, die macht auch Dresdner Stollen. Das ist so eigentlich praktisch. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich aufgeräumt mit meiner Wurzeltisch, jetzt gleich wieder noch aufhören. Ja, das ist das Schöne, der Chor weiß, dass das kommt, die wissen aber nicht, wann es kommt. Und ich selber weiß es auch nicht, wenn ich dann nicht ab und zu mal in die Tasche greife und denke, was hast du denn doch für ein Kamel? Was spielen wir jetzt? Winter in Köln. Dann denk ich jedes Mal zurück und drück von mir Kinderzehen. Dann drück ich ging noch immer durch uns Küche, am Adventskalender springst ich. Was hinter dem großen Küchen ist, ganz, ganz hübsch.
wurde es wieder zugemacht und voller Ungeduld hier Abend gewartet. Wenn es Winter geht in Köln und über Nacht sind alle Straßen wies, dann denk ich jedes Mal zurück und träum von dicker Kinderzing. Lieb und brav wurde am Abend dann gewahrt, bis ein Christkindchen die Sache das Böbchen hätte und ein Glöckchen det es klinge, wenn man in das Zimmer ginge. Das vergesse ich nicht, bestimmt mein Leben lang. Wenn es Winter weht in Köln und über Nacht sind alle Straßen wies, dann denk ich jedes Mal zurück und rühm von mir Kinderzing. Ist es nicht herrlich, die drei Damen mit der Blockflöte? Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass die vor 5,5 Wochen noch nicht wussten, wo meine Flöte offen und unge ist, dann ist das ein sensationeller Fortschritt. So, dann will ich mal auf ein Kärtchen gucken, was ich jetzt noch Gutes für Sie tun kann. Glocken in die heilige Nacht in Köln. Da kennen wir die dicke Bitte, wir kennen sehr viele Glocken, die Köln gleichzeitig dann einstimmen, wenn es 12 Uhr ist, die Mitternachtsmesse beginnt. Und wir haben ein sehr schönes Lied dazu gefunden, Glockenklang. Viel Spaß dabei. Glockeklang klingt der Straßengang in der hellen Nacht. Kinderherz freut sich schon so lang auf die heilige Nacht. Im Schlaf und das Christkind denkt, in dem Schlaf Glockeklang klingt der Straßenlang in der heiligen Nacht.
habe mir gerade wieder überlegt, wenn ich das nochmal mache, werde ich Chorsänger. Die gehen andauernd essen und lassen mich hier. Das ist so, als würde man mich den Wölfen vorwerfen. Und die sind weg. Ich hoffe, Ihnen hat auch hier vorne eine Clique gelebt. Jetzt hören Sie was ganz Besonderes. Christa-Stimmung. Unsere Chorleiterin singt ganz alleine. Tschö, ihr Lieben, ich komme gleich. Ja, meine Damen und Herren, der Chor Jecke-Pünger, wie gesagt, seit 1,5 Jahren stehen wir zusammen jeden Mittwoch und proben. Heute das erste Mal hier, diese Woche schon zweimal in Siegburg. Wer also Lust hat, an sowas noch mitzumachen, wir haben ein breites Spektrum vom Alter her, von 43 bis 76, kann sich gerne bei uns melden. Wir nehmen immer noch Leute auf. Worüber das Kindchen lachen wird. Als der Josef mit Maria von Nazareth her unterwegs war, um zu Bethlehem anzuhören, dass er von David abstammen wird, in den Zig also kommt der Erzengel Gabriel ganz höchst nach uns vom Himmel herab, für im Stall um Rechte zu sehen. Es war so ja für den Erzengel in seiner Erleuchtung schwer zu begreifen, warum es nur der allerbärmlichste Stall sein muss, wo der Herr auf die Welt kommen soll und sein Lampenkiss nicht mehr war wie ein Vordergrund. Doch Gabriel wird wenigstens der Winde gebeten, nicht so böse durch die Ritze zu piefen und der Wolke am Himmel sollte nicht gleich vor lauter Rührung mit ihrer Träne das Kindchen zudenken und was das Licht angeht,
muss noch uns gesagt werden, nur bescheiden zu leuchten und nicht so zu blenken und zu blitzen, wie eine Christa steht. Der Erzengel trifft noch alle Ungeziefer aus dem Stall, wie Ameise, Spinne und ganz besonders die Müs. Es war nicht auszudenken, was passieren wird, wenn sich die Mutter Maria gut für den Zick über den Mus verschreckte. Auch nur Essel und Os durften blieben. Der Essel, wenn man denn ja später für die Flucht nach Ägypten zur Hand haben muss, und der Os, weil er so riesengroß und voll war, da die Allheerschare vom Himmel nicht vom Fleck bringen konnte. Zu Jude letzt verdienten der Gabriel noch ein Schar Engelchen im Stall. Es waren die von der kleinen Zort, die bloß aus Köpf und Flügel bestanden. Die sollten ja auch bloß still da sitzen und aufpassen und Bescheid geben, wenn dem Kindchen in seiner näckeligen Armut jetzt Böses drohte. Noch einen Blick in die Rund, dann ruft der Mächtige sich Flügel und ruscht den ab. Jod zu. Er wird nicht ganz Jod. Denn es saß noch einen Floh auf dem Boden von der Krippe im Strüh und schlief. Das kleine Biest war dem Engel Gabriel durch die Lampe gegangen. Konnte mir auch verstanden. Man hat also mal den Erzengel mit einem Floh zu tun. Als nun das Wunder passiert war und das Kindchen leibhaftig auf dem Strüh zu voller Liebreiz oder so rührend ernter lag, hielten die Engelchen unter dem Nachlied wie ausverluter Freud. Sie umschwärmten die Krippe wie Duve. Ein Deal fächelte dem Kindchen balsamische Düfte so und andere zogten und trocken am Strüh, damit ja kein Helmchen pitschen oder drücken möchte. Bei dem Geraschel und der Floh im Strüh wach. Tut verschreckt Achse, dat wir wieder wie ein Wörnichinger herhören. Die Floh sausten in der Krippe rum und söge versteckt. In der letzten Nut kroch sie dem göttlichen Kindchen in das Ohr. Verjeft me, flüsterte die schwer hinter Atem gekommene Floh. Aber ich konnte nicht anders. Wenn die mich schnappen, bin ich verloren. Ich bin nicht wieder von göttlichen Gnaden. Ich muss nur überlegen, wie. Die Floh luden alle Siege und hat auch direkt einen Plan. Hört so, sagt sie zu dem Kindchen, wenn ich all meine Kraft zusammennehme und wenn du schön still hältst, dann könnte ich auf die Plan vom Himmel Josef springen und von da oben das finste Kreuz und dann raus an die Tür. Spring nur, sagt das Jesu-Kindchen, ich halte still. Dann sprung die Floh. Aber lässt sich nicht vermeiden, dass sie das Kindchen ein bisschen kitzelte, als sie zum Sprung ansetzte. In dem Moment weckt die Mutter Maria ihren Mann aus dem Schlaf und sagt, Lorenz Josef, wie süß, es lag alt. Ja, ich habe gesehen, Sie haben schon angefangen zu essen, ohne dass ich was gesagt habe. Bin ich jetzt ein bisschen traurig drüber. Hätte ich mir die Geschichte auch sparen können. Ne? Ich wünsche Ihnen trotzdem allen einen recht guten Appetit und wir sehen uns dann nachher wieder. Dankeschön.
wie schön, das hat er schön gemacht. Nein, die sieht ja auch schön aus. Ihr Lieben, habt ihr einen schönen Abend? Da kommt jetzt wenig begeistert, da war nur die Hälfte. Ich denke, die andere Hälfte waren Männer, die sind verpflichtet worden, hier hinzukommen. Normalerweise würde ich euch hier jetzt eine Ansprache halten, ne? So wie sich das für den richtigen Nikolaus gehört. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse den Bischofsstab zu Hause, lasse den Knecht Ruprecht zu Hause, ich singe euch was. Was soll das jetzt? Was sollte das jetzt? Soll ich den Knecht Ruprecht die Runde den Stab holen gehen oder was? Ah, mein lieber Schnurri. Ich dachte immer, da sitzen ein paar Freunde von mir. Ja, wie wo? Die sind scheinbar schon weg. Von Russe vom Wald, da komm ich her. Ich kann nicht sagen, der Wald ist mal leer. Sie haben wieder richtig Stelle gekreut. Ich stand jetzt in Jade mit Engelschen Leut. Das Fernsehen läuft heiß und dabei wird gesungen. Es ist als wieder ein Ros entsprungen. Es brutzelt die Gans und es knallende Korke. O Jümisch, was ist aus dem Christmas geworden? Es war doch nicht alles verkehrt. Ein Böckchen mit Käse, so haben wir gefeiert. Ein paar Äpfelchen, Nüsschen, Kamellennachwitzchen, eine Schale und eine Mütze und für jeden eine Mütze. Ja, war das dann alles verkehrt? Es war doch nicht alles verkehrt. Ja, war das dann alles verkehrt? Es war doch nicht alles verkehrt. Von Russus the City, da komm ich her. Ich kann nicht sagen, die Läden sind leer. Wie jeder bekannt, die Straße ist verstopft. Der letzte Kredit, der ist längst schon ab. Der Weihnachtsmann süd mir schon im November. Jetzt frage ich mich, wer kommt denn jetzt im Dezember? Wir fährt in die Südsee zu Helena. O Jümisch, was haben sie aus dem Christmas gemacht? Es war doch denn alles verkehrt. Ein Böckchen mit Käse, so haben wir gefeiert. Ein paar Äpfelchen, Nüsschen, Kamellennachwitzchen, eine Schale und eine Mütze und für jeden eine Mütze. Aber war das dann alles verkehrt? Es war doch nicht alles verkehrt. Ja, war das dann alles verkehrt? Es war doch nicht alles verkehrt. Dankeschön. Vielleicht kann mal jemand gerade an der Tür rausgehen oder den Bedienungen sagen, hier am Tisch 3, ne 4, wir haben alle Käsus. Und dann ist der Sinn von dieser Veranstaltung für den Tisch schon etwas hinüber, dann hat die Gelicht nicht. Da sollte man ein paar neue Kerzen investieren. Aber mal brauchen wir die mal Käse. Werde ich jetzt entkleidet? Ihr könnt ja kennen. Mach ich das selber. Oh, bisschen warm alles. Jetzt können Sie mal sehen, wie aus dem Nikolaus und dem König spielt. Peter, mach einmal hier nachts, dann gehst du ab in das Kühlhaus. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Sie hören jetzt eine recht eigenwillige Interpretation von Wir kommen aus dem Morgenland. Ja, wir singen das anders diesmal. Okay. Wir sind geführt von Gottes Hand. Wir kommen aus dem Morgenland. Zum Christkind durch Jerusalem, das Ding im Stall zu Bethlehem, wurde schwer in der Hand. Wir brauchen
Die Städte groß und wunderbar, so wie man vorher geredet hat. Mir lief es fast gefährdet, der Kling ist hoffentlich noch dort, der sonst nicht immer wird, die Geschichte immer noch hört. Wir kommen aus dem neuen Land, sind unsere halbe Welt hier lang, Geschicks und Geld und Wüstensand und die Vögel, die um uns fliehen. Kaspar, Melchior, Balthasar, ja, wir drei sind so da, so führt ja mal nicht mich fort, denn hier fällt uns Jod. Der Hohn ist dieser Lumpenhund, der Drecksack wir im Bodenschund, der Bund im kleinen Länder und uns einmal Spione hat, grausam im Bett und der Rosenkranz ihr Bett. Wir kommen aus dem neuen Land, sind der halbe Welt hier lang, Schicks und Geld und Wüstensand und die Vögel, die um uns fliehen. Kaspar, Melchior, Balthasar, ja, wir alle sind so da, und wir wollen sich fort, denn wir werden uns jung. Balthasar, wir haben dir auch jetzt mitgebracht, du hast so lang um uns gewartet, was bist du doch ein lecker Kind, so hässlich wie nur bunte sind. Du musst mir eins so an, wir sind gut gespannt. Wir kommen aus dem neuen Land, sind der halbe Welt hier lang. Geschicks und Geld und Wüstensand und die Vögel, die um uns fliehen. Kaspar, Melchior, Balthasar, ja, wir drei sind so da, so flügg ich aber nicht mit fort, denn hier fällt uns Jod. Meine Damen und Herren, jetzt will ich Ihnen mal erzählen, wie die heiligen drei Könige nach Köln gekommen sind. Sie sehen jetzt hier kurzweiligen Striptease. Ich kann Sie jetzt nicht antworten. Also, hören Sie mal, das sieht ja dermaßen bescheuert aus. Wenn ich jetzt noch den Frack kriegen würde, dann schön die Schuss. So, also ich wollte Ihnen ja erzählen, wie die heiligen drei Könige nach Köln gekommen sind. Das weißt du? Ja, ich weiß das. Du weißt das ja sehr wahrscheinlich nicht. Die liegen ja im Dreikönigstein im Dom. Ja, ich habe das in der Zeitung gelesen. Was hast du in der Ich Zeitung habe in der gelesen? Zeitung gelesen, dass das gar nicht 3 Könige, sondern nur 2,5 waren. Ja, das waren wir doch gerade hier auch. Guck mal, der große Günther, der kleine Achim und ich, davon noch 2 Könige. Nein, pass auf, in der Zeitung, da stand, man hätte, was wolltest du jetzt aber Deutschland, ey? Da hat die standen, die haben die ganzen Knochen zusammengesucht, Ja. haben die wieder zusammengebaut. Ja. Und da sind nur 2,5 rausgekommen. Ja, das war eine Finte von der Zeitung. Du weißt, die Presse lügt schon mal. Ja. Und du kürzlich das an. Die Presse lügt schon mal. Und man hat aber einen Beweis dafür gefunden, dass es 3 waren, meine Damen und Herren. In dem Dreikönigstein hat man gefunden, das Skatblock und ein Kartenspiel. Und da müssen es 3 gewesen sein. Da führt kein Weg mehr vorbei. Ja, und das sind die 3. Ich will, dann geht es auch nicht. ich will Ihnen aber jetzt doch mal erzählen, wie die, das wird länger. Ich will Ihnen jetzt mal erzählen, wie die nach Köln gekommen sind. Sie wissen ja, die sind ja dem Stern gefolgt. Ja? Das war für die wie so ein Navi. Ja, wie so ein modernes Dom-Dom, da sind die immer dem Stern nach. Ja. Immer wieder, wochenlang. Jetzt fällt mir nämlich ein, klar, der liebe Gott weiß ja alles. Als der die Menschen erschaffen hat, hat er ja auch die Männer erschaffen. Und Zuerst. Ja, und der wusste ja, die fragen nicht nach dem
die wissen immer alles besser. Und dann hat er sich gesagt, sagen wir denen nicht, es geht nach Bethlehem, sagen wir einfach immer dem Stern hinterher. Weil nämlich, wenn der denen gesagt hätte, geht nach Bethlehem, der Erste hätte gesagt, den Weg kenne ich, da hatte ich meine Freundin, bin ich jedes Wochenende hin. Der Nächste hätte gesagt, du guck nicht so. Hätte gesagt, da kenne ich eine Abkürzung, die wären nie angekommen. Und der Dritte hätte gesagt, ach ja, macht was ihr wollt, ich darf im Moment nicht reiten, ich war zu schnell, habe Kamelverbot für 3 Monate. Also, die wären nie angekommen. Also ich denke mir, wenn das Frau gewesen wäre, 3 Königinnen, die wären hübsch noch auf Tour, wir wüssten hübsch nicht, dass Jesus geboren ist. Ich weiß, wir haben mehr wie 60% Frauen hier im Saal. Die Quote ist erschreckend. Das ist ja eine uralte Geschichte. Denk mal zum Beispiel an Mose, ja? Der ist 40 Jahre durch die Wüste geirrt. Hätte der nicht mal nach dem Weg fragen können? Sorry, wo geht's hier ins gelobte Land? Ja, dann müssen sie da lang, immer geradeaus. Die Bibel, die wäre so ein Taschenbuch geworden und nicht so ein Knüppern. Also, wir waren aber jetzt nicht von Moses dran, wir waren von der Heiligen Drei Könige dran. Also, Sie müssen sich vorstellen, die sind wochenlang mit der Kamele durch die Wüste getallert. Ne? Unter anderem hatten sie Bittermännchen drauf mit Gaff und Gölsch. Da haben sie sich irgendwann mal entschlossen und haben gesagt, dazu tun wir jetzt selber. Das haben sie dann auch gemacht und dann irgendwann kamen die ja mal an den Stall. Und dann haben die ja gedacht, das wäre ein herrschaftliches Haus, dabei wurde so ein Armhüt. Ne? So, und es waren ja 2 Weiße und ein Neger. Ne? Das sagt man heute nicht mehr, Neger. Nee, gut, sagt man nicht mehr. Es waren 2 Weiße und ein Bunter. Naja, bunt, der war ja ziemlich dunkel. Ne? Also dunkelbunt. Also fast schwarz. Man könnte sagen, warme Neger. Gut. Also, es war ein Schwarzer. Ja. Und der Schwarze, der war 2,4 Meter groß. Der spielte bei Jerusalem 04 Basketball. So, und wie der an dem Stall drin wohnt, ne, hätte er irgendwie zumachen müssen, macht aber nicht, und schlug vor mit der Stirn und mit der Türbalke. Ne? Und dann packt er sich in den Kopf so zweimal und sagt, oh Jesus, oh Jesus. Da sagt er, Marie, siehst du, Josef, das ist der Name für der Kleine, nicht Dinger Driska Heinz. So. Gut. Und dann waren die ja da, die hatten ja auch Geschenke mitgebracht. Gold, Weihrauch und Möhren. Ne? Möhren? Ja, für den Esel. Für den Esel Möhren. Bist du sicher, ja? Ja. Und dann waren die da ja eine Zeit, ne? Und haben sich doch wohlgefühlt, aber das Stall haben wir erzählt, da war alles eng und dann hat er gesagt, jetzt brechen wir wieder auf. Gesundheit. Ne, gute Nacht. Entschuldigung. So, jetzt brechen wir langsam wieder auf und dann sind sie los. Und was war? Der Stern war weg. Ja. Ohne Navi, jetzt. Nichts mit Tom-Tom, sofort. So, und dann sind die wochenlang wieder durch die Wüste und dann sind sie irgendwann an ein Dorf gekommen und da sagt der Schwarze, die haben doch Hose so lang, du kennst die Geschichte schon. Mensch, du machst mir die Projekte kaputt. Was haben wir für eine Dussel, dass wir in dem Dorf sind? Ne? Ja, und da kriegten sie auch was zu trinken und zu essen. Und das zu trinken, das waren so kleine braune Fässchen. Und das war so ganz dunkel, das Zeug, und schmeckte uralt. Ne? So, und da haben sie dann... Ich glaube, so ein Dorf kenne ich. Ja, danach ist das dann benannt worden. Die haben dann in Düsseldorf gesagt, dass ich das schnell spreche, da haben sie dann Düsseldorf. Und da sind die ja wieder aus dem Dorf ausgezogen. Und die Straße, die ist heute noch nach dem benannt, Königsallee. Und da sind die aus dem Ding da, also aus dem Düsseldorf, sind sie dann ausgezogen. Da haben sie gesagt, wir müssen uns irgendwo was anderes suchen, wo vernünftig jetzt zu essen und zu trinken. Und da sind sie dann wieder losgezogen und da kamen sie in eine Oase, da floss Milch und Honig und da ja mit was zu suchen, Kölsch. Wo war das? In Nippes. So, wie sie dann gut da in Nippes waren und sind da eingeritten, dann standen alle Frauen und Kinder am Rand, können sich das geistig vorstellen, wie die da am Rand standen, und haben alle gerufen, Kamele, Kamele. Und das war die Session, das war der erste Rosenmontagszug.
So, lieber Günther, und jetzt kriegst du eine Retour. Ich denke, da warst du schon bei. Aber, die drei wurden dann in der Session nur zum ersten Kölner Drei gestört. Prinz, Bauer, Jungfrau. Ne? Deshalb die Jungen den Drei Königreich. Jetzt wisst ihr das auch noch. Nur wie die da ja ankamen an dem Stall, das war ja die Krönung. Da Maria und Josef waren ja da drin mit dem Flehen. Ne? Und wie die da ankommen, steht da Marie für die Tür. Nee, das Marie war ja im Stall. Nee, das war eine andere Marie, was für die Tür steht. Das Marie-Louise Nikuta. Und die hat damals das erste Motto-Lied gesungen in der Session nur, wir werden das Kind schon schaukeln. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen ist jetzt endlich die biblische Geschichte von den drei Königen etwas näher gebracht worden. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir laden Sie jetzt, wir haben Sie den ganzen Abend hier eingeladen. Wir haben Lebkuchenbude, wir haben eine Mandelbude, eine Stollenbude. Wir laden Sie jetzt ein, folgen Sie uns auf den Weihnachtsmarkt in Köln. Ich wollte ja nichts sagen. Doch, die Jugendgrippe. Ich weiß es heute nicht mehr genau, Wort um Heim oder Wort sing Frau.
Die zwei, die haben ihn gelassen, ein Christuskrieg für abzublasen. Andächtig, ja, wird doch nicht viel, die Krippe hat hingen mit Till. Da kommt ein Kleiner und noch Große mit der Modelucherin blasen. Wo das getan, dann sagt man sich, ein Jesu Kind mit der Familie. Auch Essel, Schaf und noch zwei Osse wurden dabei abgeblasen. Nachdem ich das hat all gemacht, habe ich mich des Abends hingeladen. Am nächsten Morgen, tut verschreckt, fiel auf die Krippe der erste Blick. So jetzt gedacht, hatte ich noch nie. Der Jub ging schlaff über Marie. Ein ganz kleines Loch in Singerplatz hat der Jub so schlapp gemacht. Ich habe ein Keues mir gekollt und in der Kommerin gedeutet. Dann kurz geblasen, es macht flupp, da stand er bitte, unser Jub. Der Essel machte lang Gesicht, war mit der Ziege auch nicht mehr ganz dicht. Ein Christkind, ich wurde ganz nervös, auf ihm auch beruhigt. Geflickt han ich und für gekläfft, damit sie Christach noch erlebt. Doch plötzlich mahnet ganz laut Peng, da war er mit der Grimme am Hängen. Wenn man, wie einige hier im Saal in Kirche geboren ist, da kriegt man vielleicht auch als Kind mal erzählt, da käme so ein unsichtbares Schiff an mit Weihnachtsgeschenken. Da lädt dann an der Bordmüll an und dann werden die ausgeladen. Das ist natürlich eine wunderbare Sage, die den Kindern da erzählt wird. Ein unsichtbares Schiff hat noch nie jemand gesehen und wir verleihen dem Ganzen jetzt so ein bisschen maritimen Charakter, indem wir da auch ein Schifferklavier einsetzen. Ja? Und wenn Sie jetzt dann die Wellen erzeugen des Rheines, dann ist das ein perfektes Bild. Viel Spaß bei Das Pferdeschiff am Ring.
sind doch weg. Aus der Ferne. Ich möchte noch uns in Köln sind. In meinem Leben Köln. Ich möchte doch noch jenen sind, mit der Lück erzählen. Ich möchte noch uns einen Abend lang im Kölsche Bräu sitzen und bei so mancher Kölsche Stange der Vorderkarte aufessen. Ich möchte uns in das Hennessy und auch von Hetze lachen. Dabei, ich habe nicht oft getan, mich am Kolitsch vermachen. Ich möchte uns mit meinem Jungen durch die Zoologische Trekte und bei den Tieren Schwatz und Brumm ein Mopperblas verjücken. Ich möchte uns mit Jod und Geld Aldermarkt kaufen, im Christtag, ein verluter Geld, die Minche und die Nase laufen. Ich möchte uns, wer möchte das nicht? Man muss es nur abwarten. Wir können gewiss noch uns die Zieg, wo uns Herz kann schlagen. War fertig, schlecht. Da sind in Siechburg da Hosen und sonstige Dissous geflogen bei dem Gericht.